gut hier zu sein von dir und dass wir können weiter hier zurückkommen und Gemeinschaft haben und dass wir nicht darin tschüss bleiben, so viele tun am Sonntag, dass die viele Länder, wo sie nicht so eine feine Freiheiten haben, als wir hier haben. Und ich bin sehr dankbar, wenn ich mir da anlassen darf, dass wir hier können so möglich kommen und unseren Gott und unseren Heiland anbeten und dem dienen. Und ich will von dir reden, wieder von den Johannes. Pastor Quentin macht für Werk den Aunfank und ich will von dir wiedergehen und das ist ein bisschen eng. Ich würde die Versen, glaube ich, nicht alle lesen können, aber von Kapitel 1, Vers 19, aber durch Kapitel 2, das ist ein ziemlich eng und dort wird zu reden geben und ich weiß nicht, es gibt genug Geduld haben für mich, wenn ich das alle will verbringen. Aber ich habe gewisse Punkte, was ich will tun, und das erste redet von Johannes den Täufer, den Däuper, und ich will davon reden, und ich weiß, das ist ein sehr wertvolles Wort, was beschrieben wird, und dann wir können davon lernen, und dass wir können Gott auch dienen, und so ehren sein als wir. Und wenn wir in Johannesbrief kicken, dann sehe ich dort, ich werde ein bisschen nur studieren, zum sein und verstehen, was das alle meint. Und die anderen drei Evangelien schreiben, die haben alle mehr von Jesus seine Geburt geschrieben und wo er erst durch all seine Taufe und dort alle durchgegangen und wo er erst versucht worden und dort alle, aber Johannes steht nicht dort beschrieben. Er schreibt mehr von, als Jesus dort durch war und dort in allen Verkommen noch, wann wo Johannes anfängt zu schreiben, dort als Jesus durch war mit der Versuchung und dort alle, was er alle durchging, dann kam er dahin und da war Johannes der Däuper da und der da im Jordan und Däupen und da gingen viele Menschen hin, was da hingingen und die wollen sich da Däupen lassen. Und kriegt die Zeit, wo wir kicken und unterstehen und ich würde da nur noch mehr verreden, aber dort wie auch von Jesus da ging, sich Däupen lassen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt aller Taub. Aber hier Johannes, die Schrift bloß mehr von, wo Jesus seine Arbeit hat angefangen und wird singt erst und dann von Jesus seine Arbeit, wo der ist wieder gegangen. Und wollen wir noch einmal beten und dann will ich aufhören, fertig zu gehen. Uns vor dem Himmel, Dankeschön für diesen Tag. Das ist ein schöner Tag, du hast uns wieder sehr wunderschön gesehen. Und ich sage besonders Dankeschön für den Frieden, was wir kennen haben. Und wir so frei, wir können das Wort Gottes reden. Und ich denke viel an Menschen in der Welt, wo das nicht alle so geht. Und viele machen noch nur leiden oder noch sogar sich im Versteck holen, wenn sie an die Herr Jesus glauben. Und ich bete für die Menschen, auch für uns hier alle, dass wir die Dinge nicht wollen gering achten und dass wir dort lieber wollen annehmen als eine wirklich schöne Gabe, was wir von dir gekriegt haben. Und übrigens denken da an, wo dich wir an Ostern sind und dass wir dann uns so wollen von erinnern, was du für uns getan hast, dass wir haben die ewige Seligkeit konstruieren. Da bin ich sehr dankbar für und ich vertraue, dass wir wollen alle Frau sein und können fertig kicken. Und ich bete in deinem Namen, Herr Jesus, mit Danksagung. Amen. So ich all gesagt habe, dass ich von dir erfahren zu reden. Und ich würde das erste Part der Versen von Vers 19 bis 28, das sind die Versen, was Johannes hat abgeschrieben von den Däuper Johannes.
En dat is zeer waardevol voor mij en ik geloof we kan alle er veel van leren wat we aan dat alle denken. En zoals ik al zei, daar waar ik met afhangen, en daar waar we mal checken wat we kunnen rechtkrijgen uit onze, en dat aanwenden te ons leven. Daar vangt ze dit aan. Dit is wat Johannes van zich zeggen deed. Als die Juden van Jeruzalem priestern en levieten am checkten, om te vragen, wer bist du? Hij bekend, hij verstreidt dat niet, aber bekend, ik zie niet Christus. En zij vragen hem, wat dan? Bist du Elia? Hij zei, nee. En dan, ik zie dat niet. Zij vragen hem, bist du de profeet? En hij zei, nee. Dan zeiden zij, te hem, wer bist du? Dat wie die eine Antwort geben können, die uns geschickt haben, dort, wat sagst du von dir selbst? Und das ist eine interessante Frau hier, aber dann geht er wieder und dann sagt er, was er ist. Und dann sagt er sieht, ich sehe eine Stamm, ich sehe einem seine Stamm, die in der Wildnis schricht, merkt dem Herrn sein Wach Glück, so als der Prophet Jesaja gesagt hat. Durch geschickt werden von den Pharisäern, und sie fragen, warum bleibst du dann, wenn du nicht Christus bist, auch nicht Elia, auch nicht ein Prophet? Johannes sagt zu ihm, ich bleib mit Wasser, aber manche, mit Wasser, aber manche steht einer, den die nicht kennen, dort ist der jünt mit dem, der nur mehr kommen wird, und der ist so viel geraten als ich sehe nicht einmal gut genug, dass ich die Show upleise. Das passiert alle in Bethanien Ostzeit vom Jordan, wo Johannes steipen deed. Und da sind verschiedene Dinge, wo wir kicken, wo wir dort kriegt. In Bethanien, das ist eine Stadt dort, da sind 2 Städte. Und da sind die Menschen, verschiedene, wo ich gelesen habe, da sind die Menschen dann verwundert, wo wir dort kriegt. Aber das ist ein Ding, das weiß wir nicht ganz genau. Aber dann dort brauchen wir hier gleich, das fehlt uns hier gleich. Aber ich will ein bisschen bekicken, was er hier sagen wird. Und wenn ich dann noch kicken, dass was er von sich selbst sagen wird. Und dann wundere ich fragen, wo das einer dort? Da wie wirklich auch so sicher sind, als hij weer, dat Johannes weer. En hij zei dat dan, en zoals ik eerst al zei, hij heeft dat niet ganz beschreven. Das Evangelist Johannes, der heeft dat niet zo beschreven als de andere. En hij redt over Johannes redt hier over some van die dingen. En de nächste versen waar we waren aan checken, dan daar zien we dat ook, dat hij reden dat van gewisse dingen. En waar hij Jezus stijpen deed. En dat hij gezien had, wo de Jezus weer am napgekomen. En wenn ik naar dat alle kijken doe, dan denk ik aan wat
Was ist ich al sagen, dass, wenn wir nur diese Versen checken, dann, was hier geschrieben sind, und er sagt, dass wir nicht Christus, wir auch nicht ein Prophet, wir nicht einer von denen, aber dann, wenn sie sehen, wer bist du dann sieht ich sehe Stern, und dann hat er gesagt, dass er soll gehen reden. Und ich denke, wir an wieder darauf, wo wir kicken, und ich hatte jedemaal mit über gedacht, dass wir, und wenn ich kicken da, Jesus und Johannes, die wären nicht sehr weit überein mit das alle. Aber Jesus war in Nazareth geboren, und Johannes war in der Desert von der Judäa, da an der Boy, und ich beprobe mir dort ein bisschen zu bekicken. Und wenn er sagt, ich kann das nicht, dass ich dann nur noch wieder gehen, ich will das nur bloß ein bisschen erklären, dann checkte ich dann noch, und dann ist mir das ganz deutlich, was sie sich hier nicht wollen gekannt haben, als sie bei abwaschen deuten. Weil das weit nein. Ich weiß nicht, wo weit, aber dann zu der Zeit da mit der Volk gehen, dort mit han der gediert, aber wir sehen dort, dann die andere Evangelium Beker dort, wenn Maria wird gesagt, dass sie ein Kind haben, und sie hat gehört, dass Elisabeth auch wird ein haben, und dann ging sie durch. Und wo kriegt, das weiß ich nicht, aber anyway, dort wird lange eng. Und nu sagt Johannes, er kann dem nicht. Und er wird Luther, da in der Wüste da, und dort hat er eten, wir sehen dort, wo er sich antragen dort, und all dort, das ist sehr interessant, wenn er dort alles studieren dort. Und was er eit Grasshopperchen, so was her. Und wo Jesus war, da wir ganz ein anderer Weg. Aber er sieht, er will eine Stern, das Evangelium aufdagen. Und dort dachte ich, was ich kann dort alle kicken, was das unser Abgehen von der. Als er dort deipen dann gingen viele Menschen dahin. Und ich weiß, dass sie eins zu sagen, dass er deipen zu der Buße. Das wird meinen, dass sie würden anwängen, die Menschen würden anwängen, die würden sich bekehren. Und er sagt, dass über ich bloß mit Wuter. Aber dort erst wird alle anfangen, und dann sagt er, aber die wird nur ankommen, die wird mit den Helden sterben. Und dort erst wird passieren das. Und dann, was ich damit will sagen, dass er wisst, dass ganz kragt, dass er wir nicht da, was an kann selig merken. Er sieht nur arm, kein einer, der wird an selig merken. Und dort wird Jesus Christus. Und dann ist es da, taufen Leid, da hat Johannes ein gutes Zeichnis von, und er gibt da ein gutes Bekenntnis auf. Und hier kicken da in Vers 33, dann sagt er kann das nicht. Aber die mich schickt, mit Wuter zu deipen, seht zu mir, ob den du den Heiligen Geist draufkommen, ab den in am blieben, dort als die mit den Heiligen Geist deipen wird. So das ist, was er sieht. Und wenn wir dann checken down in Lukas, in anderen Städten, wo ich das abchecken da, dann wird es so, dass dann, als es so klar beschrieben, als Jesus auch kam, die viele Menschen wären da, und kam Jesus auch und lässt sich da deipen. Und dann ist Jesus sich hier schon deipen lassen, dann ging er aus dem Wasser raus, und dann sagt er, dann ging er da auf den Grund, und dann sagt Johannes, kickt, und dann sagt er, da wo der Engel raufkam, so eine Düven sah sich auf Arm und bleibt da sitzen. Und das ist, was er hier sagen wird. Das sagt er. Und da sagt er wieder, und deswegen kann ich nu klar sagen, dass das Gottes Sehen ist. Als die Juden, die glauben das gar nicht.
En hij predigt over te die, en dan brukte deze tekens, en dan zei hij, dit is kracht voor wij, ik dat zijn kan, wil ik had het te zijn. Dat we voor hem niet im Steck gehouden worden, hij had het te zijn. En ze zijn dan die dingen wat we door kunnen uitleren, en ik wil je toeroden, dat hij zelfs ook lezen, en dan dat je die bestuderen, en dan wil je door veel nieuws uitkrijgen. Voor mij is dat best een zeer fijne steed wat einer lezen kan, en ik vrees dat we kunnen werkelijk een goede ding eruit krijgen. Maar ik zei, die tijd gaat bij zich, en ik moet zijn dat ik dat kan wiederkomen. En nu hebben we kijken dan, waar hij wieder ging, en als Jezus dan door komen deed, en zoals ik eerst zei, hij kwam door, en dort zijn ze alle, dort blijven zij dat weer, als nadat dat hij verzocht werd van vriend, dan kwam hij door naar Johannes, en dan zei hij, Johannes, mij weer, dan reed hij verder vom nächsten dag. Dat zegt er dan wieder, en ik wil niet nur dat alle kunnen checken, wo we dat krijgt alle aan, wo Jezus zijn eerste dingen kreeg. En dat is interessant hoor, wanneer we dan vers 35 kijken dan zegt hij, am nächsten dag weer Johannes met 2 van zijn gingen taupen. Hij wil einmal eier, daar was van vers 29, en daar zijn we ook dingen. En dan, over hier zegt hij, als hij dan met 2 van zijn gingen taupen weer. En we weten, Johannes dat niet zeer leicht zijn ene noemen doorbroken en dat, aber dan, hier zegt hij, Johannes zegt, Jezus daar waren voorbij komen, en dan zegt hij te die, ze zullen checken, dat weer Gottes Lamm. En dat is een zeer interessante zaak, een geschichte, wanneer ik dat checken doe, en ze hielden dat zijn, en ik dacht aan, als ik nu dit alle kijken deed, dan dacht ik aan, wat deed het met ons? Wat doen we dat, wanneer we hier doen? En dan, als die 2 dingen wat er waren, dan kijken die en zagen dat Johannes er weer, en dat Jezus er kwam wat hij gezegd had, en dan zegt hij, weet wat hij gezegd had, dan geloofden zij en dan gingen ze Jezus hingen aan. Nou, daar geloof ik, hebben we veel van leren, wanneer wat van Jezus gezegd wordt en wat ons is dat we dat kunnen afwenden in onze leven ook. Maar deze 2 waren ganz wellig, en een dat zegt dat we Andreas, en de andere dat zegt met mij zeggen dat we Johannes, wil stijbed waren door met Johannes den Dijbertaub. En daar gingen die wieder, en dan vroeg Jezus, en het is mir interessant, weil ik dan denk, dat ze gingen naar hem aan, en check Jezus zich aan, en dan zei hij, nou wat zie ik hier? En dan zeiden de, wo gehst du hin? Meester, wo gehst du hin? Dan zei de Kunden checkt. En dan was het dan eens wieder ging, dan zei we, wo Jezus te zien ging, hij kwam en hij zegt dan, Andreas, die ging en vond zijn broeder Simon Petrus, en dan wilde zich alle begehen doen, en dan ging wieder, en dan die van Johannes, als den war ich nicht beschreven, aber dann ging wieder, en dan als dan da wil naar Capernaum gaan, dan als doorging, dan zegt dat naar Funke Philippus. En als Philippus da vingen deed, dan te den zei daar, val du mij nou. En die deed. Die ging am Hänger aan, die valt am nou, en dort wo hij Jezus roepen deed. De eerste die gingen zelfs, en dan aber, wij denken dat die 3 wat er dan weer, en dat waren Andreas en Johannes geloof ik en Petrus. Maar dan als Philippus dat is hier, dan zegt dat, dan ging hij de eerste, weer ging zijn broeder Nathanael zijn. En als hij doorheen kwam, dan, Andreas dat kwam zijn, dat, Philippus, I'm sorry, dan zei Nathanael,
wat kan uit Nazareth Goudet kommen? Wils Nazareth hadden sehr Praster noem. Aber dann sagt er, wat kan von dort Goudet kommen? Und da sagt Philippus bloß dann, wel kommen check. Und dann ist der Jesus begegnen, der dann, und dat Jesus am sein deed, dann sagt Jesus dann, oh, dit sind trüer, reiner Jüd. Hij wir trü. Und scheinbar hij had vielleicht einen Feigenbaum gesehen. Und dann Jesus sagt, ich sag dir, dass du unter den Feigenbaum sagst. Und so wird das ein bisschen mehr, und das ist nicht nur lange Strecke, aller Top. Aber dann, der Nathanael tauscht und dann sagt dass er kann sein, er wird Gottes sehen. Und das ist interessant, weil ich diese alle wären, als die Jesus, wenn die Jesus reden hier, wo will ich die dann wären zum Kommen und Anhänger herangehen und nachfolgen. Und so die Zeit geht wieder, und ich will sagen, dass wir können ein bisschen mehr von das alle noch reden. Aber dann sehen wir dort, was im 35. Versen, und da redet hauptsächlich mehr bloß von Jesus, nicht mehr von Johannes den Täufer. Aber dann redet von da, geht es wieder, und dann wo Jesus anfängt zu schaffen. Dort fängt da so, wie in Johannesbrief fängt das da so zu sein an, wo Jesus anfängt zu schaffen. Und dann soll es sein, dass und ich kann verstehen, dass Jesus fängt mit Gott sein Volk an. Der ging nicht manche Herden. Er fängt manche das Judenvolk an und er da die Menschen rauben. Weil das wir Gott sein Volk. Und die sollen das Evangelium rütteln und das Licht sein für die Welt. Und das ist, wo Jesus anfängt zu schaffen. Und dann ging es wieder, und dann sehen wir dann, weil wir nur im 2. Kapitel gehen, dass er da dann Kana kam, und da ist auch eine sehr verschiedene Gedanken über das, was da bloß loten. Dann kam Jesus dahin, und dann wird es da so, dass er dann sagen, dass die da dann wären mit seinen Jüngern, und es echt verstehen kann, da wären sie vielleicht wird heißen, gewesen mit 5 Jüngern. Sie gingen da nur der Kass, was der angelot war. Und da wird das erste Wunder, was Jesus tat. Und dort fingen wir im 2. Kapitel in die erste Vers. Da fingen wir dort, und dort, wo das Wunder war. Und da muss ich weiter zustehen und sagen, die Mutter, was Jesus hat, die hat einen starken Glauben. Und ich wünsche fertig, wenn einer kann so sicher sein und so einen starken Glauben haben, als einer hier finden kann, dass die Menschen haben. Und dann kam der und sagte zu ihm, willst du Wien wieder, ich weiß nicht, was alle, aber der will leer, kann auch alle sein, aber dann sagt die Mutter zu ihm, sagt, der hat nicht Wien. Dann checkt Jesus den an, und dann sagt er, was hat dort mit dir und mir zu tun, früh? Das ist interessant, er redet nicht von seiner Mutter, er sagt früh. Und dann, der steht da bloß und checkt ein bisschen nach Arm, und dann sagst du zu deiner, dort, was er ihnen sagt. Und was, als sie da dann fortgegangen oder nicht, das weiß wir nicht, aber anyway, dann sagt Jesus dort an, zu deiner, und scheinbar, der hat eine große Tab da, und mit was viel Wasser wird anholen. Aber dann sagt er, dort mal alle abfallen, was ganz was boven. Und eins zu sein, im Mürken sicher, dass das ganz ladig wird, dass das nichts werden wird. Und dann, als sie dort deuten, dann sagt er zu deiner, dann sagt er, okay, nu schabt, und dann bringt was der Kast läden dort, bringt dem dort. Und dann nahm er den Wein, dann schmeckt er den, und die wissen nicht, was passiert wäre. Dann sagt er, als er den Wein schmeckt, dann sagt er zu dem Brigam, na, wo ist das mit das? Die meisten Menschen, die bringen erst den scheinen Wein, und dann kommen sie
wenn die alle neu getrunken haben, dann bringen sie den billigeren Wein. Und du hast es ganz anders getan. Aber er weiß nicht, was da passiert wäre, aber er sagt dort, die Deiner, die wussten. Die wussten, was passiert wäre. Und dann, dort wird das erste Wunder, was Jesus tat. Und dann wird davon wieder, die kommen dann mal, sagt, dass wo Jesus nach Jerusalem ging, zu das Passafest. Und dort werden denkt, was sie taten, wenn dort abkam, dann gingen die immer durchhauen. Und die taten dann das Passafest holen. Das, was wir von der würden oben mal sein. Aber scheinbar die Juden, die können das gleich annehmen und glauben, dass Jesus dort Lamm wir, was für ihre Sünden geopfert wird. Besonders die Pharisäer, die wären sehr dagegen. Aber da wären immer von den Menschen, die da besiegt wären, dort sagt er, da keinen Fehl. Und doch, wenn er dann checken hat, wo Jesus dann wieder reden hat, und er sagt, dass die Menschen, die glauben, und die kickten und sahen all die Wundertekens, was er tat, dann sehen sie, und sie glaubten, und Jesus sie nahm. Und dort wäre mir ein bisschen interessant, dass ich dort probiere zu verstehen, sie glauben, und Jesus sie nahm. Dann meint vielleicht zu sein, dass sie glauben, dass er Gottes sehen wir. Aber was das wieder, das weiß ich nicht. Und dann sage ich das über dann, sagt Jesus, er lässt sich gleich, sei er mit den Vereinigen taub kommen, er hält sich im Bett weg von der, als er kann das. Und da wird mir sehr interessant, wenn ich da checken da, wenn das sein, dass er kann das. Und weißt du, die kann uns auch alle kragt. Er wird kragt, was hier bei uns, wo wir uns stehen. Und bereit sind wir, uns ganz Jesus Hand zu geben. Und wenn ich dann dachte, dann ich kann ja mehrere Versen mehr lesen und ich kann sagen, die Titel regt nicht zu. Aber dann, wenn ich dann denke, dann sage ich dort in 1. Korinther, ja, hier, unten sieht. Da sage ich, dass fragt Paulus die Korinther-Gemeinde, da sagt er, wisst ihr dort nicht, dass wir der Tempel Gottes sind? Und dann dachte ich da an, weil wie Jesus an euch genommen, da sei wie der Tempel. Und wenn Jesus da beim wohnt hat, und ich habe Geschichten gelesen, da sehen die, dass die wären so viele Dinge an unserer Horten waren, dass Jesus hat auch nicht rühmen, die muss vor der stehen. Aber ich weiß nicht, was das mit dem wird zu vergleichen gehen, aber ich dachte immer, was ist hier in unseren Horten waren, wo denken wir? Und wo sind unsere Gedanken, für was sind wir voll, weil wir in Samarias in der Kirche sind oder irgendwo Gemeinschaft haben, was ist hier waren? Und Jesus sagt, hier, das sagt Johannes da, Jesus sagt, er kann die alle. Und er lässt sich nicht dicht ankommen. Die glauben an ihm, dass er Christus wäre, oder dass an sie Namen ja, und er Christus wäre. Aber hat sie ihm wirklich nicht gekriegt, hat sie ihm wirklich angenommen, dass er Leser wäre, das ist eine andere Frau. Und für mich ist das sehr interessant. Aber dann, was ich damit meinte zu sagen, als wenn er da dann um Tempel ging in Jerusalem, und er kam dann an und dann sah er, dass was da alle Bären anging. Und das, wo ich nicht mit über gedacht habe, aber wir hier können alle in der Kirche sitzen. Wenn Jesus hier würde ankommen, was würde es sein? Und dann sagt er da, und er sagt da alle verschiedene Dinge. Die hatten da Assen und was nicht alles Schub und Düven und irgendwas zum Verkaufen. Und dann, wenn er die Geschichten im Bett lesen hat und studieren hat, dann sagen die,
die Juden deiden dort und wären vielleicht 2 Wehbahnen. Sie glauben, dass der Gott das Wort damit zu tun. Aber sie deiden dort, weil die Menschen, die da kommen, deiden von weit und breit, die Juden wären so weit und breit verstreut, aber dann kämen die zu dort Passafast. Und da, wenn die kommen, dann kämen sie da für ihre Sünde opfern. Und dann mussten sie einen Schub oder was immer sie können, dort mussten sie dann mithaben. Und nun, weil sie von so weit auf kommen mussten, dann hatten sie nicht vielleicht einmal eine gute Gelegenheit, einen Schub mitzubringen. Ich komme dort feststellen, aber nicht, ich soll vielleicht in Toronto wohnen oder noch wieder auf. Und ich soll hier nach Leamington kommen und einen Schub hierher laden. Das muss sein, ein bisschen beschwerlicher was. Oder ein paar Düvenmaterialien oder irgendwas. Aber dann deuten diese, die dürfen kaufen. Und das wäre ein gutes Ding, dass sie das deuten, die Menschen da unterhalten. Und dann sagt er, na, wären doch die Geldwechsler. Na, das habe ich auch studiert, und die sagen dann verschiedene Geld, was von irgendwo kam. Aber die Priester, die würden nicht ohne Geld nehmen, als das, was sie da in Jerusalem oder was da wäre. Sie nahmen nicht utländisches Geld in der Gotteskanzlei. Das muss jüdisches Geld sein. Und dann, was deden sie da dann? Dann deden die gerne das Geld anwechseln, aber vielleicht mit einem großen Verdienst, dass sie Geld verdienen können damit. Und dann deden sie das, ich sehe dann 2 Dinge. Sie deden dort zum den Menschen uthalten, aber auch zum so gut Geld machen. Und dort wäre, was Jesus sehr schlecht gefallen hat. Und dann sagt er, dass er dann ankommt, dann hat er den Tempel durchrennen. Und es hat er in Kapitel 2, dann das letzte Eng von den Versen, und dann sagt er dort, dass er kam und er flochtene Pitch, und er juchte dort alle Rüt. Und die Juden vroegen wat van de kracht hast du dat du dit kannst tun? Uit wat van de kracht hast du dort? Und dann sagt Jesus zu dir und ich für dich ein Teken. Dann sagt er zu dir, bedeckt diesen Tempel durch und ich werde ihn in 3 Tagen abbauen. Oh, aber dort gibt eine große Abrede da. Da sagen sie, dit hat 46 Jahre gedauert, diesen Tempel abzubauen und du wirst den nur in 3 Tagen abbauen. Aber sie können gar nicht verstehen, von was er reden will. Er redet von sich selbst und wo er wird gekreuzigt worden und am 3. Tag wird er abstehen. Dort will Jesus von reden will. Aber die Juden verstanden das gar nicht. Dann, als sie wiederkamen, dann sahen sie dort und dann sagt er, dass Jesus wie abgestanden, dann fallen dort bei, was er gesagt hat. Am 3. Tag stand Jesus ab und kam mit dem Grab raus. Und dann sieht er den Tempel und dort wie er redet, und er weicht von sich selbst, dass er der Tempel wäre. Aber nur weil wir Jesus umkriegen und uns erlöser zu sein, dann sagt er, dass er wie der Tempel Gottes. Und da habe ich mir einmal selbst sehen, wenn ich mit Menschen reden da und wo einer ist, wo sind Menschen mehr? Und was würden die sein? Und dann, wenn die würden dann wollen um Herrn kommen. Und wenn das sagt, wir sind die Tempel, ich glaube, dann haben wir eine große Ursache, abzupassen, was wir tun und wo Menschen uns sein. Weil wir nach dem Schluss beten und dann können die Sänger kommen singen und dann sagen wir durch. Uns Vater im Himmel, Dankeschön für die schöne Antwort und für die schöne Schrift, was wir haben, wo wir können uns so leicht abbühen und wo du hast so viel Wunder getan und den Preis, was du geteilt hast, für unsere Sünden, dass wir können alle gereinigt werden und dass wir können deine Kinder genannt werden. Dort zu mir als Messiah wird fallen, ich bete für uns alle und ich bete auch, dass wir alle wollen und verlangen haben, Menschen, die die nicht können und die nicht vielleicht können, verstehen oder reich leben, dass wir wollen mit Leib
in Einigkeit sein und Ehrentrag wiesen und Trag helfen, dass wir können wirklich hier ein großes Wunder tun und ein gutes Licht sein hier in dieser Welt. Es ist der Täfer Johannes sagen, dass er wird eine Stern und er wird ein Licht. Und das ist mein Gebet, dass wir dort auch können sein, dass wir können hier eine gute Nachricht wieder drehen für die Herr Jesus. Und ich bete mit Danksagung in deinem Namen. Amen.